Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ihr seht es im Hintergrund. Ich habe Stopp gedrückt bei Schanzenur Watch Broadcast. Hier. In dieser Szene. Ja, bevor ich es vergesse. Bevor ich es vergesse, ja, so viel Zeit muss sein, hockt euch her, Sammermehrer. Reißt euch Häube auf. Es ist Samstagabend, Leute. Ne? Wenn du es nicht schon gestern gemacht hast, lasst es krachen halt. Ja, ich wollte mal kurz meinen Senf dazugeben, was so die letzte Zeit passiert ist und wollte euch noch einmal um eure Unterstützung bitten. Zum einen, ich bin die sehr, sehr, sehr netten Kommentare unter meinem Let's Play-Video durchgegangen. Habe mich sehr darüber gefreut. Mir war von vornherein klar, dass die Klicks auf diesem Video relativ dürftig ausfallen werden. Zum einen, weil ich in letzter Zeit sehr inaktiv war und das bestraft der Algorithmus. Ich habe einige Abonnenten verloren, weil ich ja wahrscheinlich zum einen, weil ich eben länger inaktiv war, weil Rainer kaum was gebracht hat. Und einige Leute fanden es nicht cool, dass ich mit Matti was gemacht habe. Und Leute, ihr könnt Mattis Content feiern oder nicht. Oder, ne? Aber jetzt rein außerhalb des Drachengames. Ich habe selten einen netteren Menschen getroffen als Matti. Und ich freue mich immer, wenn ich mit ihm ins Quatschen komme. Und das letzte Mal haben wir gesagt, hey komm, dann nehmen wir das auf, hauen das raus. Wenn das für Leute hier so ein Drama ist, ne, dann gab es vielleicht ein Missverständnis darüber, was auf diesem Kanal passiert. Ne? Ich bin hier nicht, um irgendwelche anderen Hater irgendwie in Kategorien einzuteilen und zu sagen, hier in diesem oder mit jenem mache ich nichts oder der ist, hat im Game nichts verloren, weil bla 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 bla. Das war auch damals, wo mich die Leute gefragt haben, schon so zu meiner Meinung, als Arni dann eine Zeit lang seinen Kanal nicht mehr hatte, wo manche Leute wohl die Erwartungshaltung hatten, dass ich jetzt einen Mods Rant über Arni mache. Und nee, ich fand's schade. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Ich schaue mir seine Videos sehr sporadisch an. Ich habe sie früher viel gesehen. Ich bin hier wirklich sehr unjudgy, wenn es um andere Creator im Drachengame geht. Scheißegal, ob die irgendwas wirklich Kreatives machen oder wie ich bloß irgendein Reaction-Kasper sind. Natürlich, ne, ausgenommen sind irgendwelche solche Vollpfosten, die sich da hinsetzen und verfassungsfeindliche Scheiße in betrunken und medikamental eingestellten Zustand ins Weltnetz rausblöken, da braucht man nicht reden. Ne? Der Kollege hat sich ja vor kurzem auch mal wieder zu Wort gemeldet. Keine Ahnung, was los war, ob da irgendwo jemand vergessen hat abzusperren. Keine Ahnung. Ich schweife ab. Erst einmal, was ich hierzu zu sagen habe. Ich habe natürlich jetzt auch von vielen Leuten Stimmen gehört, von Leuten, die wohl Insights haben in Rainers Umfeld, die gesagt haben, große 4D-Schachaktion, um ein bisschen den Fokus von dieser Pension abzulenken, in der er da doch jetzt schon seit geraumer Zeit haust. Ja, Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern.
Und ja, das klingt für mich durchaus glaubwürdig und nachvollziehbar. Es klingt auch nach etwas, was Rainer machen würde, weil sind wir mal ganz ehrlich, seitdem der aus der Schanze heraus ist, mit Ups und Downs, hat dieser Mann ähm, die Situation vollkommen missinterpretiert. Für ihn war das lange so ein Spiel wie Scotland Yard. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das ist ein älteres Brettspiel. Und da spielen halt, der Großteil der Leute spielt irgendwelche Detectives und die müssen Mr. X finden und Mr. X ähm, muss schauen, dass er so und so viele Züge rundenlang nicht gefunden wird und taucht nur ab und zu mal irgendwo auf. So alle 10 Züge oder sowas muss er sich irgendwo zu zeigen geben. Und Rainer, habe ich das Gefühl gehabt, hat seine Situation so gelebt, als wäre sein Leben dieses Spiel. Was vollkommen Hanebüchen ist, wenn man sich das einmal einsinken lässt. Stellt euch vor, ihr seid aus welchen Gründen auch immer in so eine finanzielle Schieflage geraten, dass ihr euer Haus und Hof versilbern musstet, um da halbwegs wieder rauszukommen. Ihr habt da großes Problem damit, die Kohle zusammenzuhalten und jede Menge Leute haben massiv einen Hals auf euch. Und anstatt sich zu denken, oh mein Gott, das ist eine fürchterliche Situation, wie bin ich da bloß reingeraten und wie komme ich da wieder raus? Denkt er sich, ja, fahre ich halt mal erst mit Auto und dann mit Bus und Bahn und E-Scooter durch die Walachei und schaue und verstecke mich und wenn sie mich finden, hier und dort. Das ist vollkommen, wo man sagt hier, Alter, dein Leben liegt in Trümmern und du hast nichts Besseres zu tun, als mit Leuten im Internet Versteckerles zu spielen. Und wir alle kennen Reini. Reini ist immer der Meinung, er hat alles immer sofort durchblickt und er ist super in jedem Spiel. Und wir wissen alle, dass es nicht der Fall ist. Also egal, ich habe ihn jetzt noch nie Brettspiele spielen sehen. Aber wenn er da auch, sogar wenn er doppelt so gut ist wie in irgendwelche Computerspiele, ist er in Brettspielen wahrscheinlich immer noch grottenschlecht. Und dann da ein Spiel aus seinem Leben zu machen im Endeffekt. Er sagt immer, ja, die Hater, die sehen mein Leben als Spiel. Nein, du siehst dein Leben selber als Spiel. Und es sind solche Dinge, die das wieder beweisen. Ne? Anstatt zu sagen, hey, weißt was, ich habe dir meine Ankündigung gemacht, ich ziehe mich zurück und ich konzentriere mich jetzt darauf und dass ich irgendwie wieder aus der Scheiße komme, ähm, fährt er tagelang mit dem Zug durch die Walachei, um irgendwelche Leute auf eine falsche Fährte zu locken und also, versteht ihr, wo ich hin will? Und das ist halt für mich auch der Hauptindikator, dass er nicht vorhat, Else Bries sich dauerhaft aus dem Internet zu verabschieden. Er wird ungeduldig. Er hat gedacht, ja, ich mache das jetzt hier, deaktiviere so ein paar Kanäle und mache jetzt nix und mache den Blog zu und den Discord und was er nicht alles gemacht hat. Und das mache ich dann 4, 5 Wochen und dann ist das alles rum und dann passiert nichts mehr. Und dann kann ich wiederkommen und von vorne anfangen und da gibt es kein Hate mehr und Ofi ist im Knast und diese ganzen Fantasien, die er sich da zusammenändert. Man sieht es auch daran, wo er gesagt hat, ja, ich habe mich gelöscht. Er hat sie nicht gelöscht. Ich war, glaube ich, in dieser Konfrontation hier da am Bahnhof. Und er hätte seit 6 Monaten nichts mehr gemacht. Es kommt in seinem Schwellschädel so vor, dass das 6 Monate wären. Es sind aber 6 Wochen. Und nichts machen ist ja auch nicht richtig. Er hat ja da immer noch Blog-Einträge verfasst und
Er hat ja auch immer noch im Discord irgendwelchen Leuten äh, Stories ans Knie geschraubt, darüber, wie irgendein Gumpel von ihm irgendeine Alte auf dem Festival, auf dem Auto, auf der Motorhaube. Ihr habt es alle mitgekriegt. Ähm, Dem kribbeln die Füße. Und es liegt nicht nur am Diabetes. Der will wieder loslegen. Und diese relativ kurze Zeit, die er jetzt abwesend war, kommt ihm schon wie eine Ewigkeit vor, wie wenn es schon Monate wären. Und dann ist er mal wieder draußen, wird erkannt, die Eskalation ist vorprogrammiert. In der Situation, wo man diese Nahaufnahme sieht, wo man wohl, also sieht, dass er wohl auch irgendwo mal ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil die Leute, die er anpöbelt und die er angreift, ihm sich das vielleicht mal nicht bieten lassen und er ist dann vielleicht immer an den Falschen geraten und der ihm eine zementiert hat. Die haben immer gesagt, das ist Frage der Zeit, bis das weiter eskaliert. Und es sind immer an Bahnhöfen. Irgendwie letztes Jahr war es Würzburg, oder? Mit der Klopperei im März. Und man merkt einfach hier wieder, er eskaliert. Er hat schon eine aufs Fressbrett gekriegt. Er eskaliert trotzdem weiter, pöbelt die Leute an. Und jetzt geht er spezifisch zu dieser Person, die wohl eine relativ kleine Frau ist. Die muss sehr von unten nach oben zu ihm schauen. Und geht die an. Er, der große Anti-Mobbing-Lord, der immer gesagt hat, er setzt sich ein für die Schwächeren und bladibla und er wird nie irgendwie jemanden, der schwächer ist als er, irgendwas machen. Ihr kennt den ganzen Schmarrn. Ja. Ja, ist mir scheißegal, groß, klein, Mann, Frau, bei mir kriegt heute jeder irgendwie sein Fett. Da kommt er wieder der wirkliche Rainer raus. Da erzählt er dann wieder, wie er gerne wäre, im Traum, in den er immer hat, Rainer als Anime-Figur mit seinen Allmachtsfantasien. Da ist er. Hm? Und wie gesagt, es hat mich nicht schockiert, was da passiert ist. Es hat mich weder schockiert, noch verwundert, noch sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass Rainer es aushält, sich so lange aus dem Netz zurückzuziehen, dass der Hate wirklich weniger wird und aufhört. Weil für jeden normalen Menschen wäre das Ziel, okay, ich bin hier in einer fürchterlichen Situation, mein Leben ist eine komplette Ruine und ich würde gern, wenn auch bescheidenen Anfängen, erstmal wieder ein normales Leben führen können. Im Rahmen, in dem es möglich ist. Und man merkt es ja auch bei anderen Leuten, es werden immer mal wieder, keine Ahnung, Mirman Baraka und sowas angesprochen. Leute, die Ähnliches im Internet erlebt haben und sich dann zurückgezogen haben, als sie gemerkt haben, ja, nee, ich bin hier die Witzfigur, ich bin hier der Kasper. Ähm, Das ist es nicht wert. Die negativen Konsequenzen meines Handelns sind es nicht wert, diese Internetpopularität zu haben. Und Rainer geht aber an diese Sache so ran, wie er damals an seine komischen Porno-Chatbots rangegangen ist, an seine Dating-Websites, wo er sagt, hey, klar, irgendwie jede Nachricht auf der Seite, die du an eine Frau schickst, kostet irgendwie 1 Euro oder 50 Cent oder so. Aber wenn ich halt einfach nur viele Nachrichten schicke, dann wird schon irgendwas dabei sein. Und als er 1.000 Nachrichten geschickt hat und ihn das dann 500 bis 1.000 Euro kostet hat, dann hat er nicht gemerkt, so das führt zu nichts und ich ziehe mir jetzt daraus zurück, bevor ich noch mehr Geld im Klo runterspül. Sondern dann hat er sich gesagt, ja, jetzt habe ich schon so viel investiert, jetzt aber richtig. Ja, und dann hat er 2.000 Nachrichten geschrieben. Und so hat der, wie nach eigenen Aussagen, zwischen 10.000 und 15.000 Euro an diese Dinge durchgebracht.
Und ich weiß nicht, das ist für mich einfach nicht der Zeichen dafür, dass dieser Mann allein fähig ist, sein, sein Leben auf die Kette zu kriegen. Und deswegen wird er auch niemals aus dem Internet verschwinden, wenn nicht durch Zwang. Und der einzige Zwang, der Rainer dazu bringt, aus dem Internet zu verschwinden, muss ein juristischer sein. Entweder seine Taten holen ihn irgendwann mal ein. Es scheinen ja momentan noch diverse Anzeigen gegen ihn zu laufen. Und es heißt dann doch irgendwann, okay, ne, wenn die Bewährung ist jetzt dann Ende des Monats irgendwann rum, aber wenn er die Straftaten vor Ende der Bewährung begangen hat, nehme ich doch schon stark an, dass man sagt, ja, nee, das war noch während der Bewährungszeit und der Winkler, jetzt ist vorbei. So, jetzt ist Schicht, jetzt geht's in den Knast. Und oder, wie gesagt, wenn Rainer eine Betreuungsperson zur Seite gestellt wird, die gewisse Autoritäten hat. Ne? Also die praktisch über treuhändisch über sein Einkommen, äh, Bürgergeld verfügt und da die Kontrolle darüber hat, okay, dass er hat nur so und so viel zur freien Verfügung, damit für die wichtigen Dinge im Leben Barne da sind. Ne? Und dann ist es halt nicht wichtig, sich VR-Brille und eine neue Grafikkarte zu kaufen oder ein Ford Ranger, so, sondern dann ist es erst einmal wichtig, dass die Miete bezahlt ist, dass die Krankenkasse bezahlt ist, Heizung, Strom, Wasser. Und was dann noch übrig ist, das gibt mir und sagt, hier reinigt das. Denn machen wir uns nichts vor. Der Mann hat für diese Bruchbude mehr Kohle gekriegt, als ihm eigentlich zustünde dafür. Vollkommen Hanebüchen, was er dafür nur gekriegt hat. Und er hat es innerhalb kürzester Zeit einfach in nichts aufgelöst. Und ich glaube, auf Dauer wird er sagt zwar immer, er ist bescheiden und er kommt mit wenig aus, auf Dauer wird eine Bürgergeldexistenz für Rainer nichts sein, weil er glaubt, dass es unter seinem Niveau ist. Und weil er sich damit die ganzen Dinge nicht leisten kann, von denen er glaubt, dass er sie braucht. Ne? Es war ja damals wirklich auch, man muss sich ja vorstellen, er hat ja diese Kohle, die er gekriegt hat. Er hat ja stellenweise über YouNow und so und YouTube wirklich richtig Asche gekriegt. Und er hatte die Kohle stellenweise schon nicht dafür ausgegeben für Teile des sinnlosen Schrotts, den er unbedingt haben wollte. Da ist er immer noch die Amazon Battle-Liste ne, eingesprungen für die Hotdog-Maschine und die Zuckerwatte-Maschine und diesen Krampf. Ne? Und er hat es trotzdem geschafft, nebenher noch diese ganze Kohle durchzubringen. Und keinen Cent an die Steuer gelatzt. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung ist, Reini hat noch keinen Cent an die Steuer gelatzt. In den letzten 12 beschissenen Jahren. Und ja, das ist so sind meine Gedanken zum aktuellen Zustand des Games. Wie gesagt, es ist langweilig, dadurch, dass wenig passiert. Es hat insofern auch ganz gut gepasst, weil ich habe in letzter Zeit wirklich die letzten Monate wenig Zeit fürs Game gehabt. Aber das Spielen dieses Point-and-Click-Adventures neulich, das hat mir richtig Spaß gemacht. Da habe ich richtig Freude dabei gehabt und das hat auch einigen von euch gefallen. Und ich habe mit Bock wieder ein bisschen regelmäßiger was zu machen. Ich werde nicht lügen, ich war auch ein bisschen angefressen dadurch, dass YouTube mein Anliegen, diesen Kanal zu monetarisieren, abgewiesen hat. Aus meiner
Meiner Meinung nach vollkommen hanebüchenden Gründen, weil ich nichts anderes mache als zig andere Kanäle auf der Plattform, die alle monetarisiert sind. Also, aber ich hab Bock. Ich hab Bock, aber von Reini kommt nichts. Und jetzt würde ich euch bitten, schreibt mir doch in die Kommentare Dinge, die ihr gerne von mir reacted haben wollt. Irgendwelche Classics. Ja? Sei es irgendwelche Sachen auf YouNow oder irgendwelche Sachen, die ich im Idealfall entweder noch nicht gemacht habe auf dem Kanal oder wo es schon wieder so lange her ist. Ich mache das ja jetzt auch schon seit 2,5 Jahren. Ähm, dass man da vielleicht nochmal drüber schauen kann. Ja? Was auch immer es ist. Ezio oder irgendwelche Kochvideos. Brot und Brötchen nicht normal. Das habe ich einmal gemacht. Das machen wir nicht nochmal. Ja, sagt mir, was ihr gern sehen würdet. Ich suche mir dann die besten, unterhaltsamsten, potenziell unterhaltsamsten Dinge raus und mache dann im Community-Tab eine kleine Umfrage. Und da könnt ihr dann abstimmen, was als nächstes kommen soll. Und wenn ich dann zwischendurch einmal 1, 2 Stunden Zeit habe, vielleicht auch 3, je nachdem, wie lang das, wie lang die Quelle ist, das ursprüngliche Video, dann hocke mich hierher und reiß mal Häube auf und schauen wir das für euch an, gebe meinen Senf dazu und meddle das Ganze dann ungeschnitten, ungefiltert, ungerendert äh, hier auf YouTube zu eurem Amüsement. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Viel Spaß mit wenig Verkaterung am nächsten Tag. Und seid lieb zueinander. Tut nicht, was Rainer tut. Und Medloff.